In 2023 van jaar, dan heb ik een deel tijd gespendet en ik heb God gevraagd, hoe zullen we nou checken in 2024? En ik veel geleid, God wijst me, we zullen reden van Fercht Die Nicht in 2024. En het wordt in de leiding van ik kreeg ik al ver, dat ik kreeg aanvang in Israël en verschillende dingen. En durch dit jaar heb ik de mij allemaal even gedacht, geen wunder dat God heeft gezegd, we zullen je focus zijn op Fercht Die Nicht. Wenn some von den Dingen, die angehen und wenn wir nicht abpassen, verkämpft in uns Leben nehmen. Und so wie wir von der eine Botschaft haben, eine alleinstehende Botschaft von Fercht Die Nicht, wir kommen zum Ende von 2024. Und ich dachte, das würde eine gute Zeit sein, wenn wir würden noch einmal ans Denken halten, dass wir nicht in Fercht leben, dass wir ein Leben leben, was frei ist und nicht in Fercht. Dort fällt sich so, dass von der ersten Tag sind die mehr Dinge, wo wir uns über Ängsten oder Furcht haben, ist dann, wie clean wir. Ich meine, es wird ganz clean wir. Vielleicht denken wir dort, aber dann hat wir Furcht, dass vielleicht würden wir in einem Bad sein und wenn wir uns Bein rühren, hängen heute im Bad, dann würde uns grippen oder was immer das wird sein. Und dort fällt sich so, von der ersten Tag, wenn wir erst abgewaschen sind, grown up sind, die Furchen, die Fears, die Furcht, das sind andere Dinge. Das sind so die Economy, was die Economy tun, was der Dollarpreis, was der Kornpreis tun, all diese Dinge, hohe Interessen, wenn wir nicht abpassen, dann kann das Furcht in uns Leben ankommen, dass wir sagen, ich weiß nicht, was das war. Vielleicht ist es, wo wir hier anfangen zu sorgen über unsere eigene Gesundheit und wir sagen, irgendwas geht an in meinem Körper, ich weiß nicht, was da angeht, ist es auf einmal eine schlimme Krankheit. Oder wir sind gesorgt über den Nächsten, somebody, was wir sagen, leben, vielleicht in unserer Familie, somebody, was ganz dicht bei ist, der wird krank und wir fangen zu sorgen und verkämpfen an und wir sagen, was dann? Was ist das Nächste? Verschiedenste Dinge, wo wir anfangen zu fürchten, wenn wir nicht abpassen, wie man noch Gott sieht, wird ich habe gesagt, Furcht kommt nicht von arm, Angst kommt nicht von arm, Fercht Die Nicht. Ich kicke ein bisschen nur, dass ihr habt alle verschiedene Phobien, würde ich sagen, alle verschiedene Dinge, wo Menschen sich über Angst haben und fürchten sich für viele verschiedene Dinge. Ein ist Krankheit, Menschen, die haben Angst, was dann, wenn ich krank war, some die haben Furcht, was dann, wenn ich einmal allein sein, ich will allein zu stehen kommen, keiner wird dran mir sein. Some die haben Furcht für das, was ich nicht gut stelle, für andere Menschen reden, Public Speaking, die würde sagen, da kann ich bis niemals tun, ich habe Angst, wenn ich denke, für Menschen zu reden. Some die haben Angst für Video, was dann, wenn ich Video habe, ich sage nach manchmal zu Christi, ich tue nicht so gut in ein Video. So ich habe ein bisschen Angst vor Video. Wenn ich einmal ein klein bisschen was arg ist, dann sind alle out, right? Wir haben verschiedenste Angst. Some die sagen, sie haben Angst für ihre Schwiegermama. Some die haben Angst für lange wieder. Ich weiß nicht, was jemand denkt, aber in der Schule, wenn ich lesen soll und ich sagte, wie ein langes Wort, mich kann einfach eine Furcht, und wo hat das Wort gesagt? Klaustrophobie oder was immer das dann ist. Und some die haben Angst, dass die, wenn sie ein Peanut Butter Sandwich essen, die Peanut Butter wird an ihr Bein anbacken, dann wollen sie nicht mehr reden können. Verschiedenste Angsten sind da. Aber wenn wir nach 2024 gucken, ich sehe, dass das wird ein Jahr sein, wo gewählt wird in viele Länder für die Lehrer in das Land. Der 1. Oktober kam uns neuer Präsident an hier in Mexiko. Und wir wundern, was wird das geben. Wir gucken nach den States. Und da wird bald die Wohl sein von dem Präsident. Und all diese Dinge, die angehen, wenn wir nicht abpassen, dann kann uns eine Furcht kommen. Wir gucken auch nach der Technology, Artificial Intelligence, der AI. Und ich kicke ein paar Werke zurück mit Bill Gates, der hat eine neue Show on Netflix, das handelt sich um diese Technologie und was das alles schafft in der ganzen AI-Welt. Und wenn wir nicht abpassen, würden wir können sagen, wo geht das hin? Ich habe Angst, wo wird das alles hingehen? Und ich will uns von der Denken halten, Fercht Die Nicht. Gott hat uns nicht in Jesus je von Furcht. Wenn wir nach der Welt gucken, dann würden wir sagen, die Welt ist out of control. Der Krieg, was da angeht in Israel, Mari war das ein Jahr, als die an den Gaza-Strip kamen und dann fangen an zu kriegen und wie Hamas, was dann kam, viele Menschen umgebracht in Israel, Krieg ein Jahr zurück. Über die letzten 15 Jahre, das ist sehr viel Krieg gewesen in Israel, wo von allen Seiten Bild gesagt, die kommen hier in Israel. 190 Missiles waren angeschickt von Iran nach Israel. Und dank Gott, dass keiner kam dort, der hat den Iron Dome, das ist ein
ein System, dat war aufgelenkt, das Baum, dat nicht im Land ankommt und Menschen zu Tod kommen durch dort. So ich glaube, wie ein Wunder passiert durch dort, dass die Menschen beschützt bleiben in den letzten 15 Jahren. Aber da jetzt Krieg an und ich glaube, dass Maya ist bloß ein Krieg in Israel. Ich glaube, dass wenn wir checken, noch Gott sehen wird, er sagt, am Ende von der Zeit, wo die Länder sich taubstehen und alle in Israel kommen, die hassen Israel, die hassen das jüdische Volk. Und wir sind dort investiert, all dort der Anfang, wo die Länder sich taubstehen, even ist die Länder, so ist die States, wo die Biden und die ganze Administration gleich mal ganz dahinter stehen und back im Betrag, weil nicht mehr Israel in Staaten, verschiedenste Dinge, was da angehen, wo ich sage, dass Maya ein bisschen kriegt, oder wer sich uneinig sind. Ich glaube, das hat zu tun mit some von der Prophezeiung, was wir sein, was da war kommen. Und so in all dort, damit wir danach klar haben, wer wir sind und dass wir nicht in Fercht leben und uns auf Gott vertrauen dürfen. Und so haben die hier gefragt, wo ich some von den Dingen antworten. Ich will jüngst sein, dass wenn je gleich zu sein wird in Israel angeht, One for Israel, das ist eine Mission, was wir in der Städten da aus Kirche, wir dann monatlich Geld handschicken, um die Missionaren in der Stadt mit gehen in Israel, um Menschen von Jesus zu vertellen. Und so das ist ein QR-Code, wenn ihr wollt mit eurem Phone scannen, könnt ihr nachgehen, das lädt ihr nach Instagram, nach der Page von One for Israel. Und so das ist eine Organisation, die wir in der Stadt und wir als Kirche, dass Gott sein Wort, was geschickt war in Israel. Und so was ich dachte, was wir würden von der tun, ist, ich würde gleich mit YouTube zu beten für Israel. Wir tun das nicht so viel mal, aber ich würde fragen, dass ihr abstehen, mir mit YouTube zu beten. Ich dachte eher, wenn wir können sein, was ab Gott seine Wishlist wird, was ab seine List ist, was arm besorgt, dort wird ein von den Dingen wird sein Israel. Dort Israel, die Menschen in Israel, die Juden, dass die war zurückkommen arm und glauben haben an. Und so wir stehen für Israel, mit Israel, und so weil wir zu beten. Gott, wir danken dir für wer du bist, und wir können uns ganz um die holen, wir brauchen nicht uns fürchten. Wir beten nur Krieg für Israel. Und der Krieg, was da angeht, all die Dinge, was da angehen, wir fragen, bis Gott dient Frieden. Eva Israel, dass wir Frieden sind, wir fragen für die Menschen, die in Israel wohnen, dass die etwas beschützen. Und even die Menschen, die jenen sind, dass sie die fangen, dass sie umdrehen und wegdrehen von diesen schlechten Dingen. Ich frage, bis Gott für Frieden. Und für das ganze Land, Israel, die Juden, dass sie sich umdrehen, nach die, und dass sie die fangen, und dass sie die anbeten als Herr und Herr Heiland. Ich danke dir für was du warst in Jesu Namen. Amen. Ich kann Ihnen Tool sagen. Some sagen, dass Fercht ist der Gegenteil von Glauben. Fercht ist der Gegenteil von Glauben. Ich kann Ihnen sagen, dass Fercht, der kommt nicht von Gott. Fercht ist nicht von Gott. In 2. Timotheus 1, Vers 7, da ist eine Ermahnung, würde wir sagen, treu zu bleiben von Paulus nach Timotheus. Und Paulus sagte, das ist ein junger Lehrer, pass auf, dort kann sein, der wurde die angegriffen, wenn die glauben, und verschiedenste Dinge, wo die was schnell gehen und das Evangelium bringen. Und er sagt, du nicht ab einmal anfangen Angst, er sagt, wenn willst Gott ja uns einen Yes, der willst Gott ja uns nicht einen Yes, der uns falsch merkt, aber den Yes von Leibkraft und dass wir uns selbst beherrschen. Und so, Paulus sagt hier zu Timotheus, Gott hat uns nicht ein Yes gegeben von Falschsam, von Furcht. Er sagt, dass der Yes von Leib, von Kraft, der ist in uns. Mir ankert von der was falsch zu lesen in Johannes Kapitel 14, von Vers 1 bis 9. Und so, wenn ihr wollt, dreht euch an mit einer Bibel. Diese Lettern sind in Rot geschrieben, hier in meiner Bibel. Das meint Jesus hat das gesagt. Und so, von 1 bis 9 in Johannes Kapitel 14. Er sagt es das, lasst euch nicht das Hort bearbeiten, glaubt an Gott und glaubt an mich. In mein Vater sein Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch das gesagt haben. Ich gehe also hin, ihr steht rein zu merken. Und wenn ich gehe, der steht für ihn rein zu merken, wo ich zurückkomme und ihn auch dahin nehmen, dass die da sind, wo ich sie. Und je weiten, wo ich hingehe, und je weiten noch den Weg. So ist das hier sagt, das zum Beispiel so, und je weiten noch, wo ich hingehe, right? So ist das so klar, wo ich hingehe, und je weiter noch den Weg, right? Je weiter, wo ich hingehe. Und dann sagt es hier, und Thomas, der sagt, wie weit nicht? Wie weit nicht, wo du hingehst? No, we actually had keine Idee. So, Jesus, sag uns mal, wo gehst du hin? Wenn du sagst, dass du warst uns den Weg, wo gehst du hin? Wie weit denn nicht?
no, wie weit nicht von, wo die Hand ist. Zum Beispiel, wenn er sagt, give it to us straight, sag mal, bloß mal die Wahrheit, wo kann ich den Weg sein? Wo kann ich den Weg sein? Und Jesus sagt, ich sehe den Weg, die Wahrheit, das Leben kann ich kämpfen um Führer Büter durch mich. Und wenn ihr mich gekannt haben, wird ihr den Führer auch kennen. Von nun an kann ihr arm und arm auch sein. Und dann sagt Philippus, Herr, wie sonst den Führer, dann wo wir zufrieden sind. So, I don't get it. Ich kann noch nicht alle verstehen. Wie sonst bis mal den Führer, dann wo wir okay sind. Dann wo wir weiten. Und dann sagt Jesus, ich sehe nur so lange bejönt, und du kannst mich nicht, Philippus. Wer mir sein hat, hat auch den Führer sein. Wo kannst du danach sein, wies mir den Führer? So, lass mich ein klein bisschen sagen, wo das fatal rüberkommt. In Johannes Kapitel 13, dort wo Jesus taub ist mit seinen Jüngern ab den letzten Unkas, und er ist mit den Jüngern der Tauben verteilt da, und hat Unkas, und ich stelle mir so vor, Jesus, der steht ab von der, er hat seinen Everrock auf, und er fängt an, die Jünger ihre Feit zu waschen. Er lehrt dann, das was ihr sollt tun zu ihr Nächsten. Ihr sollt ihr Nächsten Liebe beweisen, ihr sollt ihn gut sein, und er fängt an, ihre Feit zu waschen. Und dann sagt er dort, dass Jesus, der sagt auch zu Judas, hey, du bloß mal, was du bist gekommen zum tun. Do what you need to do. Du bloß mal, was du was tun. Und ich stelle mir so vor, die anderen Jünger, die waren mit so da, was tun? So, was soll er tun? Ich meine, er ist der, was der Geld streicht. Er ist der CFO, würde wir können sein. Er trägt das Geld für Jesus. Und so meint er, wird gerne mal Eten geben für uns alle, zum nächsten Party haben. Oder was meint er so reich? Aber das sagt, dass Judas, der stund ab und er ging gerührt. Und dass wir dies da danach, dass wir in der Nacht, das sage ich, und dass wir nach, und, aber er ging nicht gerührt zum Eten geben, er ging gerührt zum eine hingerste Stufe in Schacher merken, mit der jüdischen Lehrer zum Jesus dort merken, und am Verschachern verdart ich Bieter selber. Verdart ich Peise würde wir keine sein. Und so, das ist dies da, du hast Antrüheit, und wenn wir das lesen, dann können wir meist Pfeile, wo das enger wird, und wo der Feind einfach bis dicht dabei kommt, um Gott sein Sehen dort merken. Du hast Chaos, du hast durcheinander, du hast furchtbar nach alle Seiten, von alle Seiten klammt das bloß tau. Und dann sage ich, Jesus Dinge, was kein Sinn merkt in unsere Beker. Was er sagt, in dieser Zeit von Distanz und Confusion und durcheinander, und das fällt sich alles so, something else ab der. Dort ist ab der. Und dann sagt er in Johannes 14, Lot, je nicht das Hort beanruhen. Man, das vor uns fehlt das stark. Wer uns nicht das Hort Leute beanruhen, even wenn wir die Dinge auch nicht alle kennen sein. Wo kann Jesus das sein? So ist das ein paar Stunden vor dem, was am Wort dort gemerkt, und in unserer Ehe wird wir können sein, sein Leben fällt in ein Verarm. Wo kannst du danach sein, Leute ihn Hort nicht beanruhen? Verhüten nicht. Wo kannst du noch sein, verhüten nicht? Und die Antwort ist, Jesus, der hat Tautritt in Frieden, was wir nicht können verstehen. Wie man kann dort weiten, dass Gott, Jesus, der hat Tautritt zu diesem Frieden. Und er sagt, lasst euch nicht das Hort beanruhen. Und das Wort auf Original spricht, das ist Schädern, Erdbeben, Einfall. Lasst euch Hort nicht einfallen und fertig mit den Dingen, was ihr sein und mit den Dingen, was ihr nicht können sein. Und so, in diesem Moment, kriege ich nur hier von dir, Jesus, der sagt, nachher, er lädt nachher die an, er lädt mich an, er sagt, komm nach diesem Frieden. Lasst euch nicht das Hort beanruhen. Ich lade euch nachher an zu diesem Frieden. Jesus sagt zu dir, diesen Frieden, das ist nachher available für dich. Und wenn er sagt, lasst euch das Hort nicht beanruhen, so wenn er sagt, lasst das nicht, das meint so viel für mich, das ist eine Wohl. Das wie kann uns das wählen, das soll es wieder loten oder nicht loten. So du kannst die wählen, als du was fertig, und die nähen loten, oder als du was Fried und Glauben in dein Leben hast. Er geht wieder und er sagt, glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Glaubt an Gott und glaubt auch an mich. Jesus, der wisst dort in dieser Zeit, wo er redet, dass wir mehr Menschen, dass wir gute Menschen, und der glaubt, dass wir wo in Gott. Du hast wo in Gott, der wird wo in Gott sein. Aber er sagt, ich glaube all, dass du hast wo in Gott, aber glaubt auch an mich. Ich glaube, an wir würden von der in unsere Gegend gehen, und manche Frauen in unsere Gegend und Frauen, glaubst du an Gott?
Ich glaube, viele Menschen würden sagen, die meisten würden sagen, ja, ich glaube an Gott. Ich glaube, dass wir eine höhere Kraft. Ich glaube, wo es wo Gott hat, wo Ordnung, Gott hat, dass ihr merkt, diese Welt ihr merkt. Ich glaube, für die meisten Menschen würde sagen, ja, ich glaube, du hast wo in Gott. Und was die Menschen versuchen zu sagen ist, ja, ich glaube, du hast wo in Gott. Ich will, was Christus jetzt hat, was Jesus jetzt hat in meinem Leben. Aber ich will nicht was abgeben. Ich will nicht abgeben in meinem Leben. Ich will krieg so wieder leben, so ich nu da. Vielleicht würden Menschen sagen, ja, ich glaube, dass wir ein Gott von Ordnung, das kann sein, da waren noch gute Dinge passiert. Ich will auch glauben, dass eine gute Zukunft vielleicht für mich ein Tag. Und so, was ich nicht will, ist, das Kreuz ab mir nehmen, mich selbst auf sein und Jesus nachfolgen. Das ist, was Menschen würden sagen, in Kart, wenn wir würden fragen, glaubst du an Gott? Ja, ich glaube, das ist was, ich will in mein Leben leben, so ist ich will. Und Jesus sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Er sagt, wie soll der Nächste in der Fight waschen, lehrt uns dort den letzten Onkas. Und wenn wir sagen, dass wasch den Nächsten in der Fight, das ist, wenn wir sagen, unser Feind. Wir denken vielleicht mal einmal so, das sind die, die dort bitte sind, somebody, was jenseits ist. Aber hier, lehrt Jesus den Menschen, der Jünger, dass wir dicht an Arm wir, oder dicht an Ernst. So ist das in your inner circle, das sind die Menschen, die dicht bei dir sind. Fang mal an, deine Familie, deine Mann, deine Frau, deine Kinder, fang an, an zu respektieren, zu leben und zu denken, wenn das wird anfangen, wenn er sagt, wascht den Nächsten der Fight. Und so, das ist nicht genug, bloß zu sagen, ich will something anbeten, oder ich bete something an, was mir möglich ist, mein religiöses System. Ich weiß nicht, wer Gott ist, aber something heißt. Das ist nicht, was Gott noch fragt. Er sagt, Jesus sagt, folge mir nur. Die glauben an Gott, glaubt auch an mich. Wir sagen ich bete an. Gott will ein abreichend anbeten, dass wir Arm Nummer 1 haben in uns Leben. Aber Jesus der sagt auch, dass wir brauchen uns einander. Wir sollen nicht allein stehen. Wenn er sagt, Lot jünt, dass uns alle top Lot jünt, nicht das Hort bearbeiten. Er redet hier zu einer Gruppe Menschen. Wenn er hat gesagt, Lot die, nicht das Hort bearbeiten, dann wird er zu einer Person reden. Aber er redet zu einer ganzen Gruppe. Und was Jesus sagt, ist, blieb taub. Steht ihn taub einander, dreht einer den anderen, halbt ihn einander aus, sehnt den Nächsten, bet einer für den anderen, nimmt Gebet an, spricht Motto zu den Nächsten, nimmt das an, wenn somebody die will Motto sprechen. Wer wird taub bleiben, als Kirche, was Jesus uns hier lehrt, ist, der Feind will uns hineinbringen, und wir sollen alle apart sein. Lot jünt alle taub, nicht das Wort bei anderen, Fercht nicht, aber blieb taub als Kirche. Wir brauchen uns einander. Wenn ich in Christi hier tätig komme am Sonntag Samarias, dann sind das some Ushers, die tätig schaffen, die Steiler reiten merken, der Worship-Team merkt sich rein, Kinder-Team, Coffee-Team, sind Menschen all tätig hier. Aber ein Ding, was mich interessiert, ist, wenn ich hier tätig Samarias komme, dann ist die Gebetsgruppe, die steht taub und die beten hier für uns alle. Die beten für die. Wenn du hier kommst, dann hast du all somebody have all für die gebet. Und so wir brauchen uns einander, dass wir für uns taub stehen und einer für den anderen beten. Und so Lot jünt alle taub, uns alle taub, nicht das Wort bei anderen, weil wir uns nicht fürchten. Er sagt, glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ich will ein klein bisschen zu der Jugend reden, der jungen Menschen von 18 und jünger. Wer ist 18 Jahre und jünger? 18 Jahre und jünger. Heeft de hand hier? Ja, da sind some 18 Jahre Hänger. Jünger, wer wird eine Hand geben? Wir haben eine gute junge Generation in unserer Kirche. Die 18 Jahre sind Jünger, ich will Ihnen bloß sagen, haltet auch im Denk, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Die war über der Nächste, samtidig, wenn ihr das nicht all gehört habt, dort glauben an Jesus, das ist bloß stupid. Das ist bloß damals jetzt los, das ist nicht verjüngt, dort mal in real life leben. All diese Dinge, was sie zu uns sagen, die sagen, glauben, das ist bloß für eine Krack, für die, die sich nicht selbst weiten. Oh, du bist von der christlichen Familie. Oh, von seines dort bist du. Das ist bloß altmodisch, das hält nicht was an. Und die Kirche, die will auch bloß die den Frieden wegnehmen, was die noch hast im Leben, und die bloß sein zu bringen. All diese Dinge, wo jenen kommen, dann muss die weiten dort, die glauben an Gott und glauben an Jesus.
En hij wordt vielleicht zu jullie zijn, want je wordt Jezus nu volgen. Een dag waar je terugkijkt, dan waar je aan de andere zijde van de history zijn. Dat is outdated, dat is oudmoedig. En ik wil bis aan de jonge mensen zijn, houd vast aan God zijn woord, dreht je niet weg van hem. Hier ist es vielleicht noch nicht so sehr, als es dort, aber in ganz Nordamerika wird sehr mit geschafft, mit den jungen Menschen und ihre ganze Glauben versuchen umzudrehen, in 9. Plecken und alle vrouwelijk te stellen, die glauben an Jesus, das ist vielleicht alle gleich so, das nennt sich Deconstruction of Faith, das bis alle zu sehen, dass in 9 Plecken das vrouwelijk stellen. Das ist alle ein bisschen vrouwelijk, das wird probably nicht so sein. Und ich will Ihnen sagen, glaubt an Gott, glaubt an Jesus. Ich will auch reden, de oudere mensen in deze kerk. En je kan je entscheiden, als hier al de oudere mensen zijn. Ik wil tot de oudere mensen reden. En een van de dingen wat ik vind, wat voor jullie derstellen, of voor jullie eeuwen, dat is verlegenheid, moedeloos en twijfel. Besonders wanneer het eerst een beetje ouder wordt en kijken naar deze wereld, hoe je bijna leven. En op eenmaal waar je zeggen, deze wereld, die fällt ut nein. Dus wie geht het alle aan? Dit is niet de wereld hoe ik bijna zie opgewassen. Dus wat gaat hier aan? En dat kan erop aankomen dat je vindt wat je te verzieken met verlegenheid en twijfel en zijn. Dus wat we zelf. Als het voorop alle wird. En ik kan je zeggen dat jede generatie die heeft dit gezegd. Ik weet van mijn dad, als hij nog leeft, dad leeft niet meer. Aber als hij nog leven, eng van zijn leven, heeft hij mij eenmaal zu mir gezegd. Dus wat geeft het nog alle? Hoe gaat het aan met deze wereld? En dan kijk ik deze werken bij, hoe heeft mijn dad daar geleefd? En hij zegt, waar zal het worden? En ik kijk wat hij had daar geleefd. So mijn dad, hij werd in 1932 geboren. Hij leefde door de Great Depression. Dat werd een zeer knappe tijd wat ze daar geleefd. En hij leefde door de Tweede Weltkrieg van 1931 tot 1944. De Tweede Weltkrieg, hij heeft veel van dat verteld. Pearl Harbor Krieg, die passeerde in 1941, waar de Japanese kwamen en grijpen de States zeer aan. We zijn actually nog mal dahin gefahren, wo dat passiert. En dan weer nog de Cold War. Die passiert in 1947, de ganze Krieg. De Vietnamkrieg in 1975 van de Sovjet-Unie en de States. In 1963, de Staatse president werd omgebracht. John F. Kennedy werd geschoten. Irakkrieg in 1990. En zo verschillende dingen wat hij heeft doorgeleefd. En daarna zei hij op eind van zijn leven, ik weet niet hoe dat alle handelt met dit alle. Dit is een wereld die kan ik meest niet hoe ik zie. En ik wil jullie, wat al alle zijn, jullie plus moed merken dat je niet verlegen wordt en twijfelig wordt, heeft het even in zijn. Buurt einer den anderen op, ja, moed. Ons fehlt dat aan jullie wijsheid. Voor die wat al een beetje weer de lijn zijn, ons fehlt dat aan jullie wijsheid. En ik wil jullie moed spreken. Blijf im wassen en de vrijheid van den Herrn. Nächste Jahr kan met reden te al die wat in middeljaar zijn. En je kan ook entscheiden, als je in middeljaar zijn. Sommigen zeggen het van 30 tot 40. Sommigen zeggen van 40 tot 50. Wo immer du gleich wo de middeljaar zijn. Ik wil dat 40 tot 50 brücken, weil dat is wat ik kan een beetje beter verstaan. En zo sommigen zeggen manchmal die middeljaar, die 10 jaar, dat zijn een decade of domheden, oder sommigen sagen decade of stupid. En dat is because wenn du erst 40 bist, von 40 bis 50, besonders de Männer, was erop aankomt, ist, dass wir glauben, wir sind einfach bloß gut in den Dingen, was wir tun. Wir haben Teil Practice gehabt, wir haben Teil Fehler gemerkt in uns Leben, nun sind wir auf einem guten Weg, wir sind erfolgreich, wir haben 20 Jahre unsere Arbeit angetan, wir haben weiter unsere Skills, wir weiter unsere Arbeit, was wir tun. Vielmal ist die Kasse von 40 bis 50, merken wir mehr Geld, als was wir ever im Leben haben gemerkt. Und wenn wir 40 bis 50 sind, dann kommen wir in eine Stunde an, vielmal wird uns gekickt für Leitung, für Lehrerschaft. Das ist weit umwelt, was er tut. Und kicken da an, sagt, das soll Lehrerschaft geben. Und vielmal von 40 bis 50 sind das die Männer, die die Checks sein, die sagen, das sind die Arbeiter, die sie betonen, oder was immer das ist. Und ich will jünd Mut sprechen und sagen, dass diese Zeit, wo je bijna leven, und das kann erop aankomen, dass die Feind sich wat aanschlecken nach jünd, und dass die wat jünd ab einmal merken, versuchen anzuschlopen in jünd Glauben. Sleep at the wheel mit jünd Glauben.
En so sloop niet aan wanneer het komt wat jullie geloven en de tijd waar je zijn. En de oorzaak waarin dat is, de vindt wat komen zijn. Du brukst gleich mal de Bibel lezen, du brukst gleich naar de kerk komen. Hier blust mal ab. I mean, you got this. Du hast het al uitgefigurd. Du hast den Weg, du weißt den Weg. Ik zie het einfach goed. En de temptation is dat, mij fehlt dat gleich alle. Ik weet nog wo ik kan gaan, ik weet wat ik doe. En ik wil jullie zeggen, sloop niet aan en jullie geloven. Gelooft aan God, gelooft aan Jezus. So, een eind hier van deze message is, de vrouw wat we ons alle zullen vragen, wat is de destination? Wat is het ziel? Wat is het ziel? Jezus die zegt, ik zie de weg, de waarheid en dat leven. Jezus, wo gaan we gaan? Zeg ons maar, wo gaan we gaan? Du zegt, kom mij heen aan, du bent de weg. Jezus, wo gaan we gaan? Mij fehlt ook te weten, wo gaan we gaan? En dat antwoord is, naar voren. Het ziel is naar ons hemelse Vader. Jezus zegt, kom mij heen aan en ik wil je naar een Vader leiden. Ik wil je naar huis leiden. Kom mij heen aan. Hij zegt in vers 6, Jezus zegt hem, ik zie de weg, de waarheid en het leven. Keiner komt naar Vader buiten durch mij. En zo, we worden met den Vader top zijn. Met Jezus top zijn. Met den Heiligen Geest top zijn. In alle kracht en alle heerlijkheid. Dat is het ziel. Dat is waar we gaan gaan. En ik weet dat sommige van jullie hier, die worden zeggen, oké, dat heeft zich niet zo nog van. Van dat wat ik kan van een Vader, dat maakt me niet zo verder waar ik kijken, because alles wat ik gezien heb van Vader is, wordt het niet safe. Wordt de Vader dat niet zeggen, mögt in ons heim. En Jezus die zegt hier aber zu den Jüngern, wenn je meer gezien hebt, den Vader zijn. Een andere woord wat hij zegt, wenn je dat gleiche wat je zijn van mij, dan wil je dat het gleiche wat je zijn van den Vader. En je wil alle eeuwigheid met den Vader top zijn. So wanneer je dat gelijk hebt, je dat gleiche wat je zijn van mij, zegt Jezus, kom mij heen aan. Ik wil je naar Vader leiden. So hier is dat zekerheid dat we hebben. Wanneer we met Jezus voortblijven en we voor hem heen aan gaan en niet loslaten van hem, dan willen we bij den Vader zijn huis aankomen. We worden huis komen bij den Vader zijn huis. En zo vergt die niet. Vergt die niet, wanneer je ook naar de dingen kijkt wat raam die zijn en du zegt, hoe gaat het gaan? Vergt die niet. Hou die vast aan Jezus en hij wordt die naar huis leiden. En zo hier is de uitvordering, wo ik jullie wel naar vrouwen deze week. Ik plus einfach jullie vrouwen een challenge voor deze week, deze nächste week, dat je in jullie stille tijd waar een beetje over denken wat Jezus, wat God zegt over jullie, en dan steht dat je harken naar jullie zelf. Wat je over jezelf zijn. So, hier zijn some dingen wat God zegt over jullie. In Psalm 17, vers 8, daar zegt het, ik zie de appel van God zijn oog. I'm the apple of God's eye. Dat is wat God zegt over die. Psalm 139, vers 14, daar zegt het, ik zie wunderbaar gemerkt. Ik zie wunderbaar gemerkt. Dat is wat God zegt. En de nächste vers is in Zephaniah 3, vers 17. Dat zegt, God freut sich over mij met zing. God freut sich over die met zing. Hij zingt over die. Hij freut sich voor die. God rejoices over me with singing. Jesaja 43, vers 4 zegt het, ik zie kostbaar in God zijn ogen. Ik zie niet bloos modai. I'm precious in God zijn ogen. Dat is wat hij zegt over die. 1. Korinther 2, vers 16 zegt het, mij als Christus zijn die gezendung gegeven. Ik denk dat Christus, dat heb ik van God gekregen. God maakt een weg op. En zo dit is wat God zegt over die. Ik denk wat ik jullie wil zeggen is, Fercht is een beetje een dead end. Want we zijn op een gasnap gefahren, vielleicht eine vreemde gegend, wo wir nicht eier sind geweest. En we zijn op eenmaal op een gas, dat is een dead end. We kunnen niet durchfahren. We moeten am Wein gaan, strik voor waarom, dat kunnen niet durch. Dat is een beetje wat Fercht is. Fercht is allemaal, brengt allemaal wat om eigen, allemaal een dead end. En geloven heeft allemaal een toekomst. Geloven heeft allemaal een toekomst. En zo, waar we dat in denken houden. Fercht die nicht.
Wir können uns ganz gelohnt sein auf Gott. Das meint nicht, dass wir nicht uns informieren, was da angeht, aber laut Jünd, alle taub. Nicht das Hort bei anderen, weil wir taub stark bleiben. Ich freue, dass ihr abstehen. Wir wollen hier zuletzt ein Leid sehen, zum Tau merken mit das. Und das Leid, das sagt Tekens, der Scheinheit von Gott, Gott seine Tekens von Scheinheit, die sind Rami. Und so, was wir sagen, das Leid ist, woran Angst haben, wenn ich sage, dass es Scheinheit, was Rami ist. Und das sind die Dinge, was Gott sagt über uns. So, wenn wir nicht Angst haben, Fercht Die Nicht. Gut, mutig, fairweg, in der Zukunft, der ist gut für mich und für dich. Und so, wenn wir Jesus nur fallen, er wird uns in das Haus leiten, weil das nächste Leid singen.